Der Abfallkönig. Es war einmal ein König, der lebte in einem schönen Schloss, in einem wunderbaren Land mit Hügeln, Bächen, blauen Seen, saftigen Wiesen, grünen Bäumen, farbigen Blumen, ganz vielen Tieren und armen, aber glücklichen Menschen. Nichts störte das friedliche Leben. Weil die Menschen sehr fleißig waren in diesem Land, ging es ihnen von Jahr zu Jahr besser. Die Menschen konnten sich immer mehr leisten. Sie hatten immer mehr und immer besseres Essen, konnten sich mehr Kleider kaufen, größere Häuser bauen, mehr Möbel und andere schöne Dinge haben. Die Kinder hatten mehr Spielzeuge und, weil es von allem immer mehr gab, gab es auch immer mehr, das man nicht mehr brauchte, weil es alt war oder kaputt oder weil man davon schon genug hatte. Oder es einfach nicht mehr wollte. Was die Menschen nicht mehr brauchten, warfen sie einfach weg. So gab es immer mehr Abfall. Und weil die Menschen diesen Abfall einfach aus ihrem Haus warfen, wurde das wunderbare Land mit Hügeln, Bächen, blauen Seen, saftigen Wiesen, grünen Bäumen, farbigen Blumen, ganz vielen Tieren und Menschen mehr und mehr verwüstet mit Abfall. Wo man hinschaute, überall Müll, stinkende Essensreste, Kleider, schmutzige Schuhe, Spielzeug, sogar Neues, Tische, Stühle, kaputte Schränke, Glas- und PET-Flaschen, Aludosen, Batterien, alles lag verstreut in der einst so schönen Natur. Die Menschen und auch die Tiere waren darüber sehr unglücklich. Deshalb gingen sie zu ihrem König und forderten ihn auf, etwas dagegen zu tun. Der König wusste selber auch keinen Rat, aber er hatte eine Idee. Er versammelte alle klugen Köpfe des Landes und sprach zu ihnen: Wer von euch das Abfallproblem löst, der kriegt einen Orden und meine größte Schatzkiste. Es ging nicht lange, da kam der Erste. Er war ein Wissenschaftler. Mein König, ich habe eine Lösung für unser Problem. Sammelt allen Abfall ein und werft ihn in den Wald. Dort stört er niemanden. Der König freute sich über die schnelle Lösung und befahl seinen Untertanen: Sammelt alle Abfälle und bringt sie in den Wald. Tags drauf sah das Land wieder wunderschön und sauber aus. Alle waren zufrieden. Alle? Wirklich alle? Nein. Plötzlich vernahm der König einen riesen Lärm vor seinem Schloss. Als er aus dem Fenster schaute, sah er, dass sich alle Tiere des Waldes versammelt hatten. Sie schrien: Halt! Sofort! Holt euren Abfall aus dem Wald! Wir haben uns verletzt, zudem stinkt es furchtbar und wir haben Angst um unsere Kinder, die sind krank, weil sie Plastik gefressen haben. Da merkte der König, dass diese Idee gar nicht gut war. Und er jagte den Wissenschaftler ohne Lohn aus seinem geliebten Land. Er ließ den Abfall wieder aus dem Wald holen. Im Schlossgarten entstand ein riesiger Abfallberg, so groß wie unser Engelberg. Der König und die Menschen waren sehr unglücklich darüber. Schon am nächsten Tag kam ein Professor zum König. Mein König, ich habe die Lösung für unser Problem. Mach einfach ein riesiges Loch in den Boden und wirf allen Abfall hinein. Der König befahl seinen Untertanen: Grabt sofort ein riesiges Loch und werft allen Abfall hinein.
2 Tage und 2 Nächte schaufelten alle und gruben und machten und arbeiteten, bis sie ein riesengroßes Loch hatten, in das sie den ganzen Abfall werfen konnten. Zum Schluss deckten sie alles zu und weg war der ganze Abfall. Das Land sah wieder wunderschön und sauber aus. Alle waren glücklich, sogar die Tiere im Wald. Der König lobte den Professor und bereitete eine Zeremonie vor zur Übergabe des Ordens und der Schatztruhe. Doch nach einer Woche gab es erneut großen Lärm vor dem Schloss. Der König schaute aus dem Fenster und sah all die wütenden Bauern, die schrien: »Das Gemüse ist verkümmert, unsere Kinder, die Kühe, die Ziegen, die Schweine, die Hühner und unser Hund, alle haben sie Bauchschmerzen. Der Abfall hat unseren Boden und das Wasser vergiftet.« Da merkte der König, dass auch diese Idee gar nicht gut war. Und er nahm dem Professor den Orden und die Schatztruhe wieder weg und jagte auch ihn ohne Lohn aus seinem geliebten Land. Er ließ den Abfall wieder ausgraben und wieder entstand der riesige Abfallberg im Schlossgarten. Der König starrte unglücklich und ratlos aus dem Fenster auf den Abfallberg. Da kam ein kleines Mädchen. Es trug zerrissene Kleider, sein Gesicht war schmutzig und es trug keine Schuhe. Das kleine Mädchen kletterte auf den Abfallhaufen, fand Dinge, die es noch essen konnte, spielte mit Spielzeug, das noch ganz war, zog Kleider an, die noch nicht zerrissen waren, fand sogar Schuhe ohne Löcher, bastelte ein wunderschönes Puppenhaus aus Abfall, säuberte eine Flasche und stellte schöne Blumen hinein. Und als es kühl wurde, machte das Mädchen aus einem Teil des Abfalls ein kleines Feuer, um sich die Hände zu wärmen. Als der König dies sah, ließ er alle Menschen des Landes versammeln und verkündete: Ich habe die Lösung. Ab sofort werden wir alles, was noch brauchbar ist, Kleider, Schuhe, Tische, Stühle, Betten, Geschirr etc. reinigen und wieder brauchen, tauschen oder an andere weitergeben. Kaputte Dinge reparieren wir oder zerlegen sie und machen daraus Neues. Und was gar nicht mehr zu gebrauchen ist, verbrennen wir in einem großen Ofen und mit der Wärme heizen wir dann unsere Häuser, wenn es kalt ist. Als die Menschen die Worte des Königs hörten, jubelten sie ihm alle zu. Sie machten sich sofort an die Arbeit. Sie bauten Schuppen, wo man die alten, noch brauchbaren Dinge zum Tausch oder Verkauf hinbringen konnte. Diese Schuppen nannten sie fortan Brockenstube. Sie stellten große Container auf, wo man die Abfälle getrennt entsorgen konnte, so dass man sie nach der Reinigung wieder brauchen konnte oder daraus wieder neue Gegenstände herstellen konnte. Diese Stelle nannten sie fortan Recyclingstation. Und sie bauten einen riesigen Ofen, wo sie alles, was wirklich nicht mehr brauchbar war, verbrennen konnten. Diesen Ofen nannten sie fortan Verbrennungsanlage. Und sie schafften es sogar wirklich, mit der Wärme dieses Ofens das Schloss und die Häuser des ganzen Landes zu heizen. Schlussendlich hatten auch die Bauern noch eine gute Idee. Sie sammelten die Grünabfälle, Essensreste ein und nannten fortan diese Sammelstelle Kompost. Aus diesen Grünabfällen entstand im Laufe der Zeit wieder gute Erde.
Der König aber schenkte dem kleinen Mädchen, das ihn auf die Lösung des Abfallproblems gebracht hatte, seine größte Schatztruhe. Er selber wurde von den Menschen gefeiert und man nannte ihn von nun an nur noch Abfallkönig. Und so lebten alle wieder glücklich in ihrem wunderbaren Land mit Hügeln, Bächen, blauen Seen, saftigen Wiesen, grünen Bäumen, farbigen Blumen und ganz vielen Tieren. Nichts mehr störte das friedliche Leben. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch immer.